willkommen bei Dickrich TV. Haut ganz von Owen zu Dickrich. Ich bin hier an der Industriezone Sano Friedhof, wo auf den Terrain von der Gemeinde Dickrich an Irpelding am Gang ist ein ganz wichtiger Standort entstehen. An dieser Industriezone sollen 30 Entreprisen hier Platz holen. Ein 10 sind da schon installiert. Renault Hannover waren die allerersten, die angefangen haben am Januar 2020. Und ganz geschwind schon soll direkt vis-à-vis hier eine neue, grosse SNCF-Kontrollstation entstehen. Im September war der nächste Spurteste. Die Aktivität Ökonomie Sano Friedhof hält Formen. Zurzeit sind schon 98% der Parzellen vergeben. Die konzernierten Gemeinden aus dem zuständigen Nordstadt-Syndikat mit der Gemeinde Colmar-Birch sind überzeugt, dass das Industriezone schon ein Riesenerfolg ist. Wir sind noch froh, dass wir hier am Kader von der Nordstadt alle die Entreprisen können begrüßen können. Es ist darauf zurückzuführen, dass wir Entreprisen aus der Nordstadt hier rüberholen, für dass wir an der Nordstadt können urbanisieren können, was dann natürlich Männer Impact auf den städtischen Verkehr tun. Wir kriegen hier Plätze, wo rund 1500 bis 2000 Leute arbeiten kommen, wo die Surface sind rund 45 Hektar brut, 34 Hektar Netzen, die nur exportiert gehen von den Entreprisen hier aus der Nordstadt. Die Industriezone Sano Friedhof ist als sogenannte Cluster abgedeelt, wobei auf dickrischer Seite auch ein Cluster Automobil vorgesehen ist. Da wo die Garagen zu Genre gruppieren. Und daran passt auch wunderbar das SNCF mit ihrer neuen Station, wo sollen all Dienstleistungen für den Norden vom Land regruppiert sind. Ob Führerschein, Immatrikulation oder Vortraining am Kader von dem 800 Quadratmeter neuen Gebäude soll in Zukunft ein Rundum-Service für die Region gelegt gehen. Effektiv alle so Gebäude gehen, was an der Attribution von der SNCF entleitet, das heißt alles, was wir können und was wir dürfen, konform zu der Gesetzgebung anbieten, wird man hier anbieten, sodass man dann auch hier für den Norden vom Land, für alle Leute, die hier wohnen, die Möglichkeit schaffen, also dass man nicht mehr müssen auf verschiedene kleine Sitten da müssen organisieren, sodass ich frei weiß, okay, wenn ich bei der SNCF kommen, dann kommen wir auf den Friedhof und da kriegen ich dann das ganze Service angebieten. Die Decision wurde geholt am Kader von der Bestrebungen für aus der SNCF einen öffentlichen Dienstleister zu machen. Für den Minister der Tutelle François Bausch betont wird, will ihn doch den Willen erstreichen, für das Service Public an die Region zu bringen und doch Arbeitsplätze zu schaffen. War vielleicht auch kein allzu großen, so ist es da aber ein ganz wichtiger Fisch, den die 6 Gemeinden aus dem Norden Land gezogen haben. Das Interesse für den ersten Spurtestich für eine paar Wochen war dem noch groß. Auch jeder in der Kant wird mitgeholfen, für das neue nachhaltige Gebäude auch 2023 pünktlich fertiggestellt gehen. Pro Tag dürften dann 500 Leute-Service von der SNCF an Anspruch holen. Ein Gewinn für die Nordstadt, aber auch für die ganze Region. Wie wichtig das Industriezone für Lützeburg ist, das hat auch die Visite vom Wirtschaftsminister Franz Fayo Anfang Oktober heute zu Dickrich gewesen. Der Friedhof war eine wichtige Etappe von diesem Besuch. Anfang Oktober an der Sonderaktivität Ökonomie Sano. Der Präsident vom Nordstadt-Syndikat der Bürgermeister von Dickrich Klotagen empfängt der Wirtschaftsminister Franz Fayo zu einer informeller Visite am Sonntag von der Nordstadt Friedhof. Rendezvous ist Gebäude für Bautrafiks am Cluster PME, wo auf 700 Quadratmeter sowohl die zukünftige Büro von der Nordstadt entstehen, wie auch Platz für einen Coworking Space, Büro für junge Entreprisen, ein Gemeinschaftsraum für Workshops und Reunionen geschaffen gehen. Das war auch meine Studie und der Wunsch, auch von unserem Syndikat, für das zu tun, dass das Büro von der Nordstadt direkt an der Proximität von den Entreprisen sind, für dass man am direkten Kontakt mit den Entreprisen auch den Moment können schaffen und reagieren. 4 Jahre nach der Post vom ersten Stehen kann der Minister nicht mehr staunen, wie weit Darbechte vom Sonning in der Zwischenzeit schon sind. Das Wirtschaftszone, an der ein flotter Mix von Entreprisen zusammengestellt wird, soll ein Vorbild geben, für zu weisen, wie ein energieeffizient und nachhaltig wirtschaften kann. Dass es möglich ist, zu produzieren, ohne dabei dem Klima zu schaden. Ein Modell für alle zukünftige Gruppierungen von Entreprisen. Es ist ganz viel Raum für erneuerbare Energie zu produzieren durch Photovoltaikpannen
das auch viel Möglichkeit für, wie gesagt, gemeinsame Sachen zu schaffen für die verschiedenen Betriebe, die hier sind. Und das ist die neue Generation von von so einer Aktivität Ökonomik, die wir planen. Wir werden auch in kürzester Zeit Leitfaden präsentieren für zukünftige Zonen, die geplant gehen am Kader vom Plan sektoriell so eine Aktivität Ökonomik. Und das ist ein bisschen so ein Präkurseur, ein Modell für die Zone von der neuen Generation. Hier gibt noch zum Beispiel Keyboard im forttransportiert, mehr getestet. Auch das eine neue Fassung am Sinn von der Natur zu planen. So ein Projekt wie den heute kannst du natürlich auch eine ganze Gruppe suchen. Schon lange Terran haben nur bei 12 Millionen beansprucht. Kommen noch einmal gut 20 Millionen für die Viabilisation vom Site dabei, Umweltstudien, eine ökologische Kompensierung. Dank der guter Zusammenarbeit zwischen den Nordstadtgemeinden nach Colmar-Biersch, dem Minister de l'Intérieur und dem Wirtschaftsministerium, aber konnten alle finanziellen Transaktionen reibungslos über die Bühne gehen und das Projekt developiert gehen. Der Präsident vom Nordstadtsyndikat ist da noch mehr wie zufrieden. Wenn die 5 Jahre am Gang ist, lief nicht immer alles nur Plan. Wir sind aber zufrieden. Wir werden da habe ich aufgeschlossen am Frühjahr 2022, was die Infrastruktur belangt, und was die Zoning belangt mit Entreprisen, ist die Zoning als voll. Wir sogar mehr Demande, wie man Entreprisen können heranholen. Und natürlich ist es so, dass die Entreprisen aus der Nordstadt natürlich viel Recht tun, vis-à-vis von den Ländern. So können die Entreprisen aus der Nordstadt in nächster Zeit aus den Ortschaften herausplündern. Ihre 26 sollen nun Friedhof innerkommen, mit bis zu 1200 Personen, die hier arbeiten. Eine RGTR-Konnexion für sie also auch schon viel gesehen. Für den Minister auch einen Überblick Terrain zu verschaffen, gibt er noch nach einer Visite durch die ganze Soningen Hall. Selbstverständlich mit dem Elektrobus, auch spätestens hier zu gesehen, zu der Aktivität am Friedhof als keine Zukunftsmusik mehr, wie schon ein Steck geliefte Nordstadt. Für das Flotvisit aufzuschließen, hat der Bürgermeister von Dickrich sein Parteikollege Franz Feio Männer auch nach an die neue Dickricher Brauerei geholt. Die erste Visit für den Wirtschaftsminister Sitz. Und auch hier ist der Franz Feio begeistert von dieser ganz modernen Anlage. Und erstaunt, dass sie bei AB InBev schon so weit an Punkte Nachhaltigkeit sind. Brauerei ihrerseits als Frau zu hören, dass sie dafür auch keine Ede vom Staat beanspruchen. Sie sind hier Details eine Brauerei, wo sie wirklich probieren, schon CO2-neutral zu sein. Das ist gut keine Emissionen mehr zu haben und sie recyceln bald alles. 95% von den Déchets hier gehen und Besten verfiedert und sie sind wirklich ganz nachhaltig, ganz zirkulär. Und wenn wir ihnen noch weiter helfen können als Wirtschaftsministerium, dann machen wir das natürlich gerne. So eine Ministerialvisit hat also immer etwas Gutes. Er verdenkt ihm noch, mit einem kleinen Merci auf ihn anzugehen. Schön, wenn ihn da genau das richtige Produkt bei Hand hat. Von diesem Moment an könnt ihr zu Dickrich auf der Liberationsplatz bei der Librerie Zimmer das neue Buch 4 bestellen, das die Gemeinde Dickrich zum Ende des Jahres rausbringt, aber wo die Stadt soll auf eine ganz neue Manier präsentiert werden. Dickrich Momentaufnahmen, so heißt das neue Buch von der Gemeinde. Für die Publikation gibt Fotokünstlerin Nicole Scholtus beauftragt, zusammen mit den Schülern von der Option Fotografie aus dem LCD einen künstlerischen Blick auf die Städtchen zu werfen. Dabei rauskommen sie ganz unkonventionelle Bilder, die weisen, wie auf eine lebenswerte Zeit zugeht und das auch von Dickrich ein ganz Kleinstadt ist, das aber viel zu bieten hat. Und noch an einem permanenten Wandel ist, ohne sich selber dabei zu verraten. Die Publikation soll zum Ende des Jahres rauskommen. Ihr könnt es aber wie gesagt schon bei der Librerie Zimmer zu Dickrich 4 bestellen und euch so eure Cadeau de fin d'année sichern. Andere Publikationen von der Gemeinde Dickrich sowie auch Flotobjekte aus unseren Museen wie Bijouen oder Nappen, Servietten geht es von diesem Monat übrigens am Pop-Up-Shop auf der Nummer 17 an der Grand Rue zu kaufen. Da hat sich nämlich ein Student aus dem Militärmuseum näher gelost, den ich auch gerne mit allen möglichen Informationen über das Museum an der Stadt zur Verfügung steht. Beim Christshopping auf alle Fall unbedingt auch an die Möglichkeit denken.
Direkt nief dem Pop-up-Shop do ass de lächte Moundore komplett neit Geschäft opgangen, dat jo vun Ufang Gun ganz viel vu se Schwäze gedun huet, an noch komplettem Zeitgeist entspricht. Lokal, nachhaltig an dobei auch nach mat engem vielversprechenden Kader. Guten Morgen, ich begrüße den Scherzerscheid zu Dickrich am Geschäft Ketti. Wir sind hingekommen, wir haben das Geschäft Ketti abgemacht, für den Leuten ein bisschen mehr Lützebäuer Produkte mitzubringen und auch zu weisen, was für eine Qualität und Vielfalt wir hier im Land tun von Produkten. Wir haben eine grosse Panoplie von Produkten, von frischen Produkten bis hin zu drischen Produkten. Wir haben von einer Nudel bis zu einem Honig, alles, was braucht. Dann haben wir auch noch eine grosse Panoplie von Lützebäuer Weinen, die super sind und noch eine super Qualität tun. Dann haben wir auch noch viel Creme zur Auswahl und das ganze 14 Stück. Wie ich auch gesagt habe, mit den Weinen bieten wir auch Possibilitäten, sur place können Weine zu machen mit einer kleinen Degustation, wo da noch ein kleines Plateau serviert kriegt von Charcuterie à Käse. Alles nehmen natürlich das Beste aus dem Land. Dann bieten wir auch noch das Service an, für einen Corbeille sur mesure zu machen, so wie diese gerne braucht. Gerade zu Festivitäten, ob das kurzfristig ist für Pappendach oder ob das noch ist für Halloween, ob das für am Hirsch oder auch noch Kartoffeln daneben, bieten wir alles an. Wir bieten eine Fertigcorbeille an, wir können aber auch sur Platz kommen, an den Stand vom Kurve bis zum Produkt, bis hin zu der Dekoration, alles genauso auswählen, wie ihr das gerne hättet. Wir sind froh, heute können zu Dickrich an der Großgäste sind, und wir wären froh, heute können zu begrüßen an unserem Geschäft, was mit ganz erlebt gemäht ist. Dafür, bis geschwind. Lokalprodukten leiien einfach am Trend vun der Zeit. Dat wies auch der Chef Bursch, den sich mitten an der Pandemie mit enger Metzlerei an der Großgas näher gelos huet. Aber hier setzt nicht nur einfach op de Geschäft an grad dat Konzept scheint gut zu funktionieren. Ende September war der Chef Bursch von der Metzlerei beim Bursch op der Bühne von der Chambre des Métiers als vu 5 Finalisten für den Prix du meilleur créateur d'entreprise dans l'artisanat. Mit nëmme 27 Jahren hat hier 4 Jahre den Familienbetrieb von seinem Papi verholl, eng Metzlerei op Prieder und daraus eine ziemlich Success-Story gemacht. Mit einem Chiffre d'affaires, den in ein paar Jahren weit über 50% geklommen ist. Die Auszeichnung von der Handwerkskammer ist für ihn eine Anerkennung, die hier noch fährt nur außen drohen, nicht nur wegen Sänger. Ich werde doch schon auch auf Facebook so delen, weil die ganze Kampagne wirklich eine wichtige Sache ist, für auch der Juren zu weisen, dass die kann nach Patron gehen, dass möglich ist, eine Firma zu holen und auch für Handwerk zu fördern, für zu weisen, hey, Handwerk ist etwas Wichtiges, wir brauchen Leute. Und lang für das einfach zu fördern, man doch immer dafür. Der Chef hat es möglich gemacht, wie 2020 den Betrieb zugemacht und ist mal so richtig angeklommen. Bis dahin war der Chef hauptsächlich auf Märden AW und hat bei Leuten heimgeliefert. Dann aber hat er sich mit einem Boutique an der Großgast zu Dickrich lanciert und hat dabei auch den Partyservice ausgebaut. Heilo sind wir auf einer Soiree zu Holz am Norden vom Land. Der Chef ist heute Abend mit seinem Partyservice am Einsatz für den Geburtstag von einer Klient. Weil wir schon oft beim Chef bestellt haben und der Chef ist immens gut vor und wir sind bis so noch immer zufrieden gewesen. So Soiree wie die heute hat hier unter 2 Monate weil andauert. Nacht wird nicht am großen Kader gefeiert, aber die Sachen laufen rum. Ja, das Geheimnis ist einfach, dass wir viel Wert auf Qualität legen. Wir sind nur beim Klient, weil der Klient auch wirklich wertschätzt. Die Beratung, die ihn beim kleinen Metzler kriegt, ist natürlich am Samstag, dass wir einen großen Supermarché kriegt.
Und das einfach die ersten Klienten, den einfach auch an der höchster Zeit heiß gesprochen wird. De Chef huet allerdings ass eng Betrieb gleich op Purperd gesat. Entretemps ass hine well op 20 vu 35 Mäert am Land präsent, an dat vum Norden bisof an de Süden. Heilo gesimmer hien zu Asch. Donieft liefert hier bei Leiit Theem hien huet se Boutik zu Dickrech an de Partyservice. Wann et an engem Bereich enket, huet hi nach immer die aner Standbeen. An emme 4 Joer am Betrieb huet hien d'Mark beim Bursch iwwerall bei Leiit bruecht, a Plan de Losing-Produktionioun am Norde vum Land ze verdubelen. 20 Leiit huet hien well fir se schaffen. De Prix du meilleur créateur d'entreprise dans l'artisanat kontien zwar man net mat Team hoelen, awer hinners vun dee 5 déi vun der Chambre des Métiers als gut Beispiel auf 4 Gehowe goufen. De Burdemen at Face fir hien doufir awer lo net verleeren. Geschäftsfeld zu Dickrech ass einfach a Bewegung. Die enghalen op, andere komme bei, an dann ginnet déi, die dann endlech hier Dram Adress fannen. So war dat zum Beispiel bei der Pedikür Carmen. Schöne gute Morgen, ich begrüße euch herzlich an meinem neuen Salon heute zu Dickrech an der Antoniostraße. Es sind Carmen, wir sind eine medizinische Pedikür. Wir sind da, wenn ihr schlecht zu Fuß seid. Wir sind hier für größer Klang und das ist wirklich von Puppelscher bis älter Personen. Wir können wirklich durch die Frage helfen und auch als Männer, die sind ganz herzlich willkommen, weil die sind ein bisschen mit Zeit dran. Und auch die Männer, die können gerne Lunch kommen. Das ist immens wichtig, dass ihr wirklich nur seine Face guckt. Die drohen ihnen durch das ganze Leben. Das dürfen wir wirklich nicht unterschätzen. Wir sind wirklich da, für euch zu helfen. Kommt ruhig Lunch mit all kleinem Bobo. Wir helfen wirklich. Wir können da ohne viele Medikamente. Wir helfen euch direkt auf der Platz. Wir sind eine medizinische Pedikür, aber gucken wir natürlich auch, dass ein Face nur an der Reihe sind. Das ist, dass sie auch gut ausgesehen. Wir färben Nähloch. Wir machen just normale Nählack. Das ist kein Gel, kein semi-permanent. Wir sind hier an einer ganz neuen Platz, in einem ganz neuen Kader. Wir haben ganz viele Medien, wir haben viele Stunden investiert, wir haben viele Tränen schon dran gesteckt, wir haben wirklich Herzblut dran. Wir sind hier von Montags bis Freitags. Am Montags und Freitags fangen wir hier schon an der Mittelstunde und sonst all Tag bis 7 Uhr an der Rendezvous. Ich freue mich ganz herzlich über Ihren Besuch. Es sind immer für euch da. Ich hoffe, es gefällt euch. Kommt ruhig luncht. Merci. Kulturell gesehen ass den Hirscht immer een gut gefüllten zu Dickrech. Echt ein wichtiges Rendezvous ass dobei die Großfotoausstellung mam Dickrecher Fotoclub, den trotz engem heisen Alter nach immer ganz schön beweglich ass. All Europen Nights überraschte Fotoclub mat immer neue flotten Ausstellungen, wo die Bedeligt nicht nur einfach geknipst hun, mir auch wirklich eng dewe Recherchen drustöcht. De Joe Hermann beispielsweise huet sich mat engem Objet beschäftigt, den entretemps nicht mehr aus dem Alter wäsch zu denken ass. An diesem dobei so anziehen gesagt, dat eng ganz neue ästhetisch Seite für sich preisgëtt. Bei der Fotografie interessiert et hien, ganz simpel Objekte neu anziehen zu setzen, an diesem Fall fädert de chirurgische Mask. Also ass et net immens schwierig vun technischer Seite gesinn. Das Setup war wirklich relativ simpel. Ich hat eng Kartons köcht geholt. Ich hatte mat schwarzem Papaier hannen zougepecht, dat wirklich keng Reflexioun hannen drun ass. An dun hunnech mat enger Klammer eng Mask 4 Landcht köcht gehang. An schon den Blitz hunne Schannen Drgestalt, den net aus der Köcht raus durch d Mask geblitzt. Ja, also das Objektiv auch nicht extra. Also ich meine, 24-70 von Objektiv, ne, das
war sech ziemlich einfach das Setup. Auch de Marcel de Tscheko versicht Obgene aus seinem Alltag zu belichten und dabei dat extra runne rauszuköddeln. Hien, der für 40 Jahre von seinem Nopa mit an den Fotoclub geschläft gouf, kann sowieso gut nicht mehr ernst für seinem Alltag neue interessante Fotoobjekte zu entdecken. No 40 Jahre, wo ich Foto möchte, das ist natürlich auch vielleicht ein Nodeel. Es gesagt den immer nimmen alles am Bild. Ja? Es gesagt immer Bilder. Es wird den am Stau, se den hey, kann ich ein gutes Bild machen. Oder geht den nächsten, der Teller ist fertig. Dann se den hey, kann ich gut Bild davon machen. Ein fertigen Teller. Das ist alles möglich. Ne? Zum Beispiel das ist der Radio hey. Das selbst wenn ich dann bei einem Chantier begegnen, das ist ein Gipser gewesen, den hört dann der Radio während 20 Jahren im Chantier benutzt. Und hier gleich genau dem Hintergrund, wo drauf steht. Ne? Beim Nico Patzi war dem Sinne Kindheitserinnerungen aus dem Haus von seinen Großeltern und später seine Money, die ihn inspiriert haben, die Fotoapparate rauszuholen. Die Wohnung, die zurzeit eitel steht, wollte ihn nicht einfach so gehen lassen. Dabei wollte ihn aber nicht so privat gehen und hat größtenteils just kleine Ausschnitte festgehalten. Was er noch möchte, dass dieses Projekt nicht nur seine eigenen Souveniren rumgehen, sondern auch die Visiteure noch schwätzt, die sich hier rumfanden. Mit das für allem auch das Totenhaus wird nicht mehr ewig stehen. Und dann für die Kindheitserinnerungen aber zu materialisieren, mal drüber zu holen, für auch meine Nevöen zu weisen, wie das früher da war. Aber wenn ich so geguckt habe, die Leute, die dann Foto geguckt haben, also viele Leute, die kleine Details kennen, die so, oh, das Toten hatten wir früher bei uns auch daheim. Und voilà. Wo viele Leute sich daran gekannt haben. De Carlo Blumi war dem hat sich mit einem Prozess beschäftigt, der mit vom 19. Jahrhundert von einem Engländer erfunden war, wo der Popeye mit einer eisenhaltiger Flüssigkeit in Kontakt gebracht wird, die auf UV-Licht reagiert. Also schon sicher am Anfang all Jahr, wo wir hinkommen, etwas bisschen Ernsteres zu machen. Und das ist nur am Anfang eine Zeit, wo ganz viele Digitalbilder gemäht gehen und schon darum von weiß, wo die Fotografie herkommt. Also das ist ein aller Prozess, das wie gesagt am 19. Jahrhundert Leute schon entsteht. An dem es ganz viele unterschiedliche Alternativprozesse. Und ich bin am Anfang Lust am Moment, die ein bisschen zu explorieren. Und die Leute den nächsten Essay und kommen da vielleicht noch ein paar noch. Für allem aber ist der Präsident vom Fotoclub froh, dass die lohnlose Aktivitäten noch laufen. Zwar hat noch dieses Jahr noch immer keine Vernissage aufgehalten und die Leute gebeten, nicht alle zu kommen. Trotzdem kann der Club mal nächstes normal schaffen, was besonders beim Fotoclub ganz wichtig ist. Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Anfang für das Jahr. Ich denke, wir wollen als Club regelmäßig umgehen zu gehen. Ich denke, ein bisschen an all den Mesures sanitären, die d'Applikation sind. Aber ich denke, das muss nicht rumgesehen. Wir hatten eine Saison, wo wir ganz viele virtuelle Meetings gemacht haben. Aber das ist nicht das Nämliche, wenn ich wirklich gesehen habe, kann sich austauschen. Das ist auch darauf hin, dass wir im Prinzip in der letzten Saison dann angefangen haben, als Sujets zu gehen, die dabei fotografiert haben, eben noch für zusammen ein Projekt zu schaffen, für etwas Gemeinsames zu haben, was wir können teilen. Weil ich denke, das ist ganz wichtig, eine Assoziation, da sind zusammen und teilen eine Idee. Wir freuen uns auf alle Fall schon auf die Ausstellung 2022. Weil zeitgleich mit der Exposition vom Fotoclub ist dann Anfang Oktober immer den Festival de la Gravure am Dickrischer Kulturhaus. Den Künstlerverein La Palette hat diesen für lange Jahren an die Liebe gerufen, aber auch heute noch immer sorgt diese für großes Interesse. De Festival de la Gravure vom Verein La Palette steht für Qualität an einer Sport, die vielleicht heute nicht mehr so angesagt ist, für die Liebhaber vom Genre, aber besonders zu Dickrisch, immer viel Interessantes zu bieten hat. Künstler meistens der, die schon ganz lange in dem Bereich aktiv sind, die kommen von überall her. Die Nordländer wohl, aber auch aus Ländern wie der Schweiz, Kanada, sogar Japan. Und natürlich auch von Lützeburg, wie zum Beispiel die bestbekannten Isabel Lutz. Es sind meistens basieren meist auf Leute, die wir vom Festival für Drun, die wir hatten als Artisten, die gehen angeschrieben.
an dann ass et wie op viele Plätzen wo die Leute also auch selber kontaktieren, weil das dann immer so wie frömisch, da kommen immer neue Sachen dabei und ja, so geht sich das dann alles zu summen und das ist eine Sache, Busch a Busch schwätzt sich rum und die Leute kommen in sich vom selben. Ja. Es war eng Expo wie de Festival la Gravure as immer mat grossem Opwand verbonnen. Gravuren de ginal am Rollo op Plötzeburg geliefert, wo de Verein sech dann Trumme këmmert. Déi waren des Joer zwar Affer vun der Iwerschwemmung ginn, trotzdem hu sech Mambren wéi Erdfirmercher Drogin, dats de Festival no engem Joer Corona-Paus awer nees kont op begestalt ginn. Nun natürlich auch die große Unterstützung von der Gemeinde, wo man wirklich können so, man ist froh, dass sie auch durch die Hand stehen, weil ohne sie wäre das in dem Sinne nicht möglich. Ja. Es können die Kataloge raus, wo sie als Mat unterstützen, auch der Lokal selber, für das können so zu präsentieren, dass man einen großen Aufwand aus das verbunden, weil die gesehen hat, die Etageren, das muss abgerichtet gehen, wird schön belegt, also du hast den ganzen Stuff, den du da Hand stehst. Ja. E Vernissage goufet zwar dës Journees net, awer d'Edition 2021 kann sech op alle Fall nees weise losen. D'Expo am Kulturhaus zu Dickrech ass iwwerschens nach bis Ende des Monats ze besichtegen. Da war Anfang Oktober omal zenter langem Remenkeieren Ball zu Dickrech. An fir diesen echte gräseren Event an der Alseerei hat den Chef Handball ein Covid-Check-Event organisiert, den net wirklich as se scha. Sache Schenen rum und Trollen zu kommen, weil nëmmen e puerdeich Nomschaftball kon schon den nächste gräseren Event an der Alseerei aufgehalten gin, und zwar die Journée du Grand Âge, die 2019 eng echte Keier ha stattfand huet. Du kom leider die Pandemie do töcht, me dëst Joer wann is alles beim allen. Journée du Grand Âge ass immer e klengen Highlight vum Joer fir d' Membre vun der Amikal vun Dritten Alter. Besonnech seit es an der Alseerei aufgehalle gëtt. No dem Fest dat lächt Joer mussssen aufgesot ginn, konnte neier Präsident Champi Infall dem no 2021 fir eng ganz gut gefëllte Salkleit begreessen, wat hier selber auch begeert. Et eng Mëmmer gut wann gesäit si viel Leiit, die interesseiert sind und mir hatten dat tot nach nie. Ne? An dem Moos wie Leiit haut kommen sind, wat Leiit mir wëssen net. Mir denken einfach Leiit will einfach raus. An die huet Joch gesinn, wie froh die dickrescher Leiit sinn, wie sich rëm ze gesinn. Dat as auch de Sinn am Fondgehol vun der Amerika ze summe sinn. Für viele von den Leuten am Saal ist Journée du Grand Âge einfach eine Gelegenheit, mal hier Bekannten zu begegnen, an der Geselligkeit zu sein. Ja, ich gefällt mir gut, dass wir mit den Leuten zusammen zu feiern. Aber ja, das solange ich noch hier ist, ich bin immer mit dabei. Ja. Und hier an der Seerei ist natürlich auch besonders schön. Ja, ich ganz viele Kader. Ich bin als Gemeinde und da ja schöne Lokale gemacht und das ist schön gerichtet gewesen. Und ich habe mich da richtig erstaunt, wunderbar schön gemacht. Und die Leute haben doch appréciiert, dass es wirklich geworden ist. Für das dann das schön Teil in dem Fest? Dat is rumgesäit, an dat den am Bonchue se, Et huet mi Energie van en die aner Let och gesäit die nach Dose. Wie se well allen da. An dës Joer Fläich besonnech, wat d'lächt Joer war jo neicht. Nee, dat check immer joch geier. Tatsächlich gehen sie auf diesem Tag immer besonders verwindt mit einem leckeren Menü aus der Feier nach Stoff. Ja, ohne Essen sind die Eler Semester für vieles zu begeistern, was der Amikal so anbietet. Was ist die erste Kehr für dich? Ja, das ist auch für mich die erste Kehr. Und wie fand ihr es? Ja, ich fand das echt mega flott, muss man echt sagen. Es geht ganz viel von der Amikal auch für die Bewohner gemäht, ne? Ob das weil der Amikal vom dritten Alter ist oder auch die Amikal, die bei Eis und Haus rankennt. Muss man echt sagen, das ist mega produktiv. Sie bieten ganz viele Aktivitäten an und die Bewohner holen das Konzept auch gerne an. Es geht aber nicht über die Journée du Grand Âge, wo schließlich auch noch für die runden Geburtstag über 80 nicht nur einen schönen Koch,
mir un extra Kado gëtt an zum Schluss die gewinnten Gruppefoto vum Komitee a vun alle Geeierten. Dekewer goufet doiwwer aus och nach eng Novotéit. Fir sech och den Joke Geichniwer opzemen, hat der Mikalo Konkurs op enger 2. Ëklasse aus dem LCD lancéiert, fir een neue Logo fir sie ze entwerfen, woch Symboler vun Dikrech mat verschafft sollte ginn. Vor 15 Partizipant huet dës Schülerin trenne schließlich fir sech entscheet. Wann ihr also an Zukunft Courier vun der Amikal vum 3. Alter krit, dann ass dorop net mit den Deivelsalter mit die Rot fis als Breze gesinn. 1988 huet Gemeng den Prix Conservation du Patrimoine naturel entliewe geuf fir Privatinitiativen op dem Plan ze unterstützen. En September des Joer wäret hun soweit an den Preis 2021 kon iwwerreicht gin. De Prix Conservation du Patrimoine naturel soll Privatleit oder Assoziationen auszeichnen, die sech besonnech fir d' Natur ersetzen. No enger Joren Joképreis vergi gouf wäret also lo nie so weit. Op der Gemeng muss sech konseien, schaffen an de Boier Meesterrafond fir de Gewënner 2021 ze ehren. Anzwa wat viel op den Dikrecher Pierre Meier gefall, den Hai fir e ganz Liwenswirk ausgezeichnet gouf. Tatsächlich war de Bayern-Sichter net nëmme 35 Joer Präsident vum Kantonal Bayerverein, mir huet ze Storywaraus och nach dofir agesat, dats am Gemenge beschholl der e Bayern-Unterricht fir d'Schulkanner aus der Gemeng agefoert gouf. Anders 2019 en neie Bayerschale fir pädagogisch Zwecker kont gebaut ginn. Dat e grös Gefiel, dat en Schenk gefiel, dat en Scholunder de Merci ass fir dat de Scher gemerk hunn. Schon als Sieb go gefangen. Läng még Eltern hatte keng ke Kant bei hat hun der Ufhängen an tot doch nie emmer rich geholf an dat so wie gedo, dat hummer gedurcht was twee an de Verein so kresieren den kre ze zo, dat fe so an dat let geleert gin dat ze al woig gesot kreen net een Dapps gezielt kreet an dat vermch dat bis sich kan rum geschwaart an dofir hunnech stuffench verfleich de Preis kreet. Haut huet vull den Schulmeister Jerry Grëff dem Pierre Meier seg Aufgaben am Verein an noch am Schall iwwerholl, awer fir de Pierre Meier ass Bayernhallen trotzdem eng Aufgabe op Liewenszeit bliwen. Für de Gemenge se immer gut unterstützt gin. Ich kann du net kloen. An dufir hunn sie fei Bundowen sinn alles wat ze brauchen. Méi oni Bayern kann ech net liewen. Dat wesech tradizeieren méi. Ohne Bein kann ich nicht leben. Etwas aber nach bisschen weiter, jahrelang habe ich gesammelt für meine Musik zu kriegen, für Beine. Ja, ich habe mir auch noch reden. Und die Gemeinde hat mir versprochen, Kinder aber sind, aber man kann kriegen. Das wäre flott, weil das ist nicht Beine Musik, die hier im Land gibt, für sagen. Das ist seit Chemie wie früher beigehagen sind. Und das gibt mir noch Frieden, wenn man das Kinder leben. Zu Dikrech gëtt op alle Fall Keechëllkant dat net wees fir de Pierre Meier ass, an dats et wichteg ass fir Eist iwwerliewen, dats och die Klengbei muss geschützt ginn. Voilà, dat woret an fir als Emissionioun haut aus der Industriezon Sano Friedhof, der héiert hai am Hannergrund deet sech ëmmer Rappes ha mir den das wirklich etwas Grosses am Gangen ass entstoen. Zum Schlussfleich nach awer en klengen Tipp, falls er noch keine Zeit hat, am Conservatoire National de Véhicule Historique Lunch zu goen, fir die Flotdarstellung 100 Joer motorisiert Landwirtschaft zu Lützeburg. Da merkt dat nach sie as just nach op puer Wochen op. Am Dommer so Stadt Adi wënsch nicht nach eng Chainzeit, 4 Wochen.